con motivo de esto, pues os queremos hacer la lectura de un cuento, en alemán, una Ambition of Spanish. Seguro que enseguida lo vais a reconocer. ¿Vale? Y por eso he invitado a Frau Zidek, muy amablemente, él se ha ofrecido a hacer. ¿Vale? Vamos a hacer. ¿Sie wollen? Gut, das Märchen kennt ihr alle, es heißt Rotkäppchen. Nein? Nein? Okay, warte mal. Okay. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Había una vez una adorable niña, muy querida por todo el mundo, pero sobre todo por su abuela. Esta le regaló una vez una pequeña caperuza de color rojo y a partir de entonces todos la llamaban Caperucita Roja. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Und wenn du in ihre Stube kommst, vergiss nicht, Guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Un día su madre le dijo: ven, llévale a tu abuela que está enferma este pastel y una botella de vino. Vete temprano, camina tranquila y con cuidado y no te apartes de la ruta. Cuando entres a su dormitorio no olvides decirle: buenos días. Ich will schon alles gut machen, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand drauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. La abuelita vivía en el bosque y no había hecho nada más que entrar en él cuando se encontró al lobo. Zur Großmutter! Was trägst du unter der Schürze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und schwache Großmutter damit stärken. Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald. Unter den 3 großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. Dann ging er eine Weile neben Rotkäppchen her und sprach: Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsherum stehen. Warum guckst du dich nicht um? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und es ist so lustig draußen im Wald. Caperucita pensó: supongo que podría llevarle una de estas flores a mi abuelita, le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me retraso un poco. Y así ella se salió al camino y se fue a cortar flores. Rotkäppchen schlug die Augen auf. Und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voller schöner Blumen stand, dachte es: Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß bringe, der wird ihr Freude machen. Es ist so früh am Tag, dass ich doch zur rechten Zeit ankomme. So lief es vom Wege ab und suchte Blumen und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. Wer ist draußen? Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf! Drück
nur auf die Klinke, rief die Großmutter. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke. Die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, geradewegs zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Mientras tanto, el lobo corrió a casa de la abuela y tocó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita, contestó el lobo. El lobo abrió la puerta, se fue directo a la cama de la abuelita y se la tragó. Enseguida se puso su ropa, se metió en la cama y corrió las cortinas. Der Wolf tat die Kleider der Großmutter an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viele zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, ei du mein Gott, wie ängstlich wird's mir heute zumut, und ich bin sonst so gern bei der Großmutter. Es rief, Guten Morgen, aber bekam keine Antwort. Darauf ging es zum Bett, zog die Vorhänge zurück, da lag die Großmutter und hatte die Taube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Cuando Caperucita llegó a la casa, se sorprendió al encontrar la puerta abierta. Entonces gritó, «¡Buenos días!», pero no hubo respuesta, así que se fue al dormitorio y abrió las cortinas. ¡Ay, Großmutter! Was hast du für große Ohren? ¡Oh, abuelita! ¿Qué orejas tan grandes tienes? Dass ich dich besser hören kann. Es para oírte mejor. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Dass ich dich besser packen kann. Son para verte mejor. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? ¿Y qué boca tan grande tienes? Dass ich dich besser fressen kann. Para comerte mejor. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. De un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita. Wie der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, da musst du doch sehen, ob ihr was fehlt. Da trat er in die Stube und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Entonces el lobo se volvió a estirar en la cama y empezó a roncar. Un cazador que pasaba por allí de casualidad escuchó los ronquidos y pensó, ¿cómo ronca la abuela? Voy a ver si necesita algo. Entonces entró en el dormitorio y vio al lobo tirado allí. Finde ich dich hier, du alter Sünder, sagte er, ich habe dich lange gesucht. Nun wollte er sein Gewehr anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Así que te encuentro aquí, dijo él. Hacía tiempo que te buscaba. Ya se disponía a disparar cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la abuela y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar, sino cortar el vientre. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, ach, wie war ich erschrocken, wie war es so dunkel in dem Wolf seinen Leib. Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. En cuanto hizo 2 cortes, vio salir a Caperucita gritando, ¡qué asustada estaba! ¡Y qué oscuro que está ahí dentro! Y enseguida salió también la abuelita.
Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine. Damit füllte sie dem Wolf den Leib. Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich totfiel. Caperucita trajo entonces muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo, y cuando éste se despertó, quiso irse tan lejos que las piedras pesaban tanto que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim, und die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte. Rotkäppchen aber dachte: Du willst dein Lebtag nicht wieder alleine vom Wege ab in den Wald laufen, wenn's dir die Mutter verboten hat. Los tres se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita se comió el pastel y se bebió el vino que le había traído Caperucita. Pero ésta solo pensó: mientras viva, nunca me apartaré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había prohibido hacer.